Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Inklusion am Platz Integration. Ausschluss am Platz Ausschluss. Chancengleichheit durch Differenzierung, individuelle Entwicklung, durch innovative Kompetenzförderung. Wenn es darum geht, sich Ziele zu setzen mit Begriffen, die bis hier gehen, da kann kein als im Bildungsministerium etwas für machen. Noch nie war die Schule so inklusiv, innovativ und modern wie heute. Zumindest ein paar Bayern. Wenn die letzten Jahre Bildungspolitik etwas erreicht haben, dann die Schule besser klingen zu lassen. Ob sich aber wirklich mehr wie die Begrifflichkeit zum Besten gewandt wird, das ist mehr wie zweifelhaft. Immer mehr Kinder fällt es schwer, konzentrierte Kuren an den Schulen zu folgen. Und immer mehr Kinder leiden schon in jungen Jahren in Aggressionen, weil sie mit ihren Sorgen und Ängsten nicht abgefangen gehen. Die Enseignants gehen all das best. Für alle Kinder am Land dieselben Chancen, auf eine gute Bildung zu bieten. Wir wollen Zentren de Kompetenz aus allen Nähten platzen und die Enseignants und Kinder auch was schwerer Fälle gemeldet gehen, keine Unterstützung kriegen, da sind ihnen die Hände gebunden. Enseignants sind keine Psychologen. Und dann sind nicht viel zu werfen. Wenn die Enseignants Probleme mit Kindern in ihrer Klasse haben, die Unzeichen für ihre sozio-emotionellen Trubel haben, dann müssen sie das weitergehen. Ohne Angst zu haben, gesagt zu kriegen, dass sie just so schlecht an ihrem Beruf wären. Und Kant eben nicht in der Kontrolle hätten. Oder dass sie eben einfach nach neben der Arbeit eine Zusatzformation machen sollten. All Kant muss geholfen kriegen. Ich meine, jeder Inhaltbahn kennt mindestens einen Enseignant, der von einem Kind erzählen kann, dem hat Mist geholfen gehen, mir wo einfach nichts geschieht ist. Oder, und dann ist zwar meine Seele, mir dafür umso mehr dramatisch, wo es eine Prise en charge vom Kant gemacht wird, mir wo Kant, du just für Service zu Service geschiebt wird, bis es schlussendlich am Ausland gelandet ist, weil man zu Lützeburg nicht die nötigen Hilfsstrukturen hatte. Das ist eine Katastrophe. Als Enseignants sind heute mit ganz anderen Realitäten im Terrain konfrontiert wie nach 24 Jahren. Gouf heute schon gesagt, die Schule von heute ist nicht mehr die von gestern. Das Problem ist, ein guter Teil von unseren Infrastrukturen sind aber noch die von gestern. Der Beruf ist sicher nicht mehr einfach gehen. Das ist an so einer Situation nicht die beste Idee, als der Sektor auch noch zu überschwemmen mit einem ganzen Kopf nach nicht qualifizierte Chargé- und Quereinsteiger, die einfach in kaltes Wasser gehalten gehen, müsste eigentlich auf der Hand liegen. Der Fakt, dass jeder, der eine Premiere gemacht hat, die zu Lützburg von einer Klasse stehen kann, ohne für drunter in irgendeiner Form an einem Stage evaluiert gehen zu sehen, trägt sicher nicht dazu bei, die Ausbildung vom Enseignant mehr attraktiv zu machen. Wir sind aktuell an einer Situation, wo die Arbeit im Terrain immer mehr hart und erwartete Qualifikationen immer mehr hoch, mit den realen Ausbildungsqualifikationen immer mehr niedrig gesagt gehen. Das Lehrpersonal lebt auf der Falschen und die Kinder, die auch schon so wenig aus dem System rausfallen, bleiben auf der Strecke. Und da wird sich aber gewundert, dass der Beruf und Attraktivität verliert. Eine Schule ist eben keine Entreprise, auch wenn unser blauer Minister das vielleicht meint. Die Schule soll für diese Regierung laufen wie Betriebe. Direktionen unterstützt, die Responsabilität drohen, da muss der Minister das nicht machen. Die Enseignants, die als fleißig Arbeiter schaffen, und Kinder, die als fantastisches Endprodukt zum Schluss die Schule verlassen, für dann am besten am MINT-Fächer smart und innovativ Start-ups zu Lützeburg zu gründen, für den Nation Branding voranzutreiben. Aber wie in dem nicht gerecht wird eben so lange mal durchgezogen, bis in irgendwann die Schule aber verlost wird. Was dann aus dem geht, interessiert die Regierung nicht weiter. Es war schließlich kein Leistungsträger. Der einzige Grund dafür, dass das Schulsystem sich trotz dieser rein kapitalistischen Approche immer noch eine gewisse Menschlichkeit erhalten konnte, ist, wenn es dem unbeschreiblichen Engagement von den Enseignants im Terrain. Aber sie gehen mit. Also sie können nicht ewig so weitermachen. Die Attraktivität vom Enseignantsberuf hält nicht auf, weil der Beruf aus sich nicht extrem erfüllend wäre. Aber weil die Kaderkonditionen los nicht mehr zu drohen sind. Und das ist nicht Schuld von den schwierigen Kindern oder vom Personal, das keine Kontrolle hat.
Me das Schuld von der Politik. Das Schuld von einer Politik, die probiert, einen Mangel ad hoc zu lesen. Das Schuld von einer Politik, die probiert, einen Mangel, den über Jahren kommt gesehen, ganz sehr aus der Welt zu schaffen. Das Schuld von einer Politik, die jahrzehntelang ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das Schuld von einer Gesellschaft, die enge Berufsgruppen gegen die anderen ausspielt. Und auch das wird heute gesagt, wo die Armee mit Schänen, Jeepen, mit Waffen Werbung an der Schule möchte, für eben Leute umzuzeigen, wo die Handwerk an die Schule geht, für Werbung zu machen, aber wo den Enseignement keine Werbung für den Beruf möchte. Und sich müsst ihr alle engagierte Schulmeister und alle engagierte Joffer die beste Werbung für den Beruf sehen. Und sich kann den also davon ausgehen, dass Kanner, so wie die Gilles Baum, der für gezählt wird, durch die Schulmeisterin und Jofferen davon überzeugt gehen, für selber an den Enseignement zu gehen. Aber wie ich für gesagt habe, ist die Situation für viele Enseignants, die am aktiven Dienst stehen, haut eben gerade so, dass sie nicht Werbung für ihren Berufsstand machen. Und das ist schuld. Weil es wäre die beste Werbung, die ich machen kann, wenn Enseignants selber ihre Schülerinnen und Schüler sagen, man gibt Enseignement. Du bist von den Besten, denen schon, und dich gebe ich gut am Enseignement gesehen. Und für das Enseignement genau die Reflexion müssen wir ihnen das Leben mehr einfach machen. Wir müssen abhalten, Schulen wie Entreprisen zu sehen. Wir müssen sie um Humboldtschen Ideal gesehen, wo ihr lehrt als Selbstzweck, wo ihr lehrt, für weiterzukommen, wo ihr nicht lehrt, just mit dem Ziel, für noch ein funktionales Element von einer Gesellschaft zu sehen. Wir brauchen keine Schule, die irgendeinem Back-on-Track-Fetischismus, wo für 50 Jahre nur lebt, wo von oben rauf ex cathedra Schülerinnen und Schüler Vokabeln angedrummt kriegen, die sie sowieso haut mehr sehr auf ihrem Handy können nur gucken, weil sie früher sie konnte lehren. Ja, lesen, schreiben, Mathe, das ist wichtig. Wie das auswendig lehren aus den vergangenen Jahrzehnten, das brauchen heute immer Männer. Gefordert gehen Kompetenzen für eben gerade das gelehrt können umzuwenden. Und auch da ist es leider so, dass wir die Enseignants heinz du allein durchstehen müssen. Wir lassen sie allein durchstehen, wir sagen ihnen zwar, hey als ein Leitfaden, hey als ein Guide, wann ich glief, setzt er dem. Wir wandern gut will dem setzen, da wann ich glief, macht nach Zusatzformationen und immer weiter Formationen. Froh ist, wie kriegen wir das besser enkadriert? Ich bin ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann nicht darüber keine Antwort geben. Und ich meine, wir alle Guten haben nicht die einzig richtige Antwort darüber. Ich meine, dass es ein Zusammenwirken von ganz vielen Elementen ist. Eine Simplifikation administrativ an den Schulen, eine Möglichkeit für den Beruf können zu leben, ohne direkt immer evaluiert zu gehen, aber für allem eine Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, das zu vermitteln, was wichtig ist, für den Beruf vom Enseignant attraktiv zu machen, nämlich die Freude darunter, den Beruf auszuüben. Das soll ich merci.